Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, meine Einschätzung zum Spiel gegen den FC Augsburg am 28. Bundesligaspieltag. Bayerisches Derby und ja, wie ich die Mannschaft ins Rennen schicken würde, das seht ihr in diesem Video. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue und ist natürlich völlig kostenlos auf YouTube. Ja, meine Einschätzung, das wird ein schwieriger Bums, ne? Ja, wie ich gerade schon sagte, wird ein schwieriger Bums. Ich habe gerade mal reingeschaut, beziehungsweise kann ich auch noch mal hier on the fly machen. Waren ja doch sehr torreich, die letzten Spiele. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also in Augsburg haben wir das letzte Spiel 3:2 gewonnen, davor 5:2 und zu Hause haben wir 5:3 gewonnen, 3:1 und 3:0. Also wilde Nummer. Aktuell ist Augsburg ja defensiv sehr stark unterwegs. Ja, man muss das jetzt auch nicht künstlich stark reden, ne? Ist auch klar, aber das wird ein schwieriges Spiel. Ja, wir haben uns immer schwer getan in Augsburg, keine Frage. Derby, bayerisches Derby. Die werden brennen. Die spielen aber auch eine gute Saison, haben sogar noch Chancen auf den Europacup, darf man auch nicht verschweigen, auch wenn es torverhältnismäßig da ein bisschen mau aussieht, aber wenn sie das Spiel gewinnen sollten, wer weiß, alles ist möglich. Also von daher, es geht natürlich, es geht immer um irgendwas, ja. Wir haben 6 Punkte vor, natürlich. Ich habe es im Stream, im Live-Talk gesagt, der nachher rauskommt auch noch, könnt ihr euch gerne noch anhören. Ich glaube, das Augsburg-Spiel ist super wichtig. Ich glaube, es ist super wichtig, jetzt nicht mit irgendeinem Negativergebnis in das Champions League-Hinspiel zu gehen. Ja. Klar kann man dann argumentieren, ja, man will das wieder gut machen. Fühle ich nicht. Ich glaube, es ist gerade wichtiger zu sagen, jo, das ist unsere erste Elf und die erste Elf hat ein gutes Gefühl für Inter. Ja, gerade wenn man so daran denkt, wir haben Ubich hinten drin, der braucht ein gutes Gefühl. Wir haben den einen oder anderen Außenverteidiger, wenn wir gleich mal gucken, was wir da aufstellen, da auf dem Platz, der vielleicht mal ein gutes Gefühl braucht. Ich glaube, das ist wichtiger, als wenn man jetzt sagt, oh ja, gehen jetzt mit einer Niederlage oder einem schlechten Spiel ins Interspiel. Es sind natürlich zwei unterschiedliche Wettbewerbe, gar keine Frage. Und natürlich kann im Fußball eben alles passieren. Das steht ja auch außer Frage. Aber ich glaube, es wäre schon gut, wenn wir da morgen einen Erfolg feiern können. Ja, und Freitagsspiel, Derby, was gibt's Schöneres? Ja, ich freue mich aufs Spiel. Es wird kein einfaches Spiel, gehe ich von aus. Aber ja, wenn wir an unsere 100% kommen, dann musst du das Spiel aber auch gewinnen. So, Punkt. Ja. Und damit gehen wir mal rein in die Aufstellungsgeschichte, wenn wir sie denn aufhängen. Das wäre natürlich noch eine gute Idee, aber das kriegen wir auch noch hin. Da nämlich. Gut. Ja, im Tor wird es ja nicht auf dem Ulle rauslaufen, sondern auf dem Urbich. Und vorne, ja, ist auch klar. Wa? Wir können auch mit vorne anfangen. Das ist das, was uns am wenigsten Kopfzerbrechen machen wird. Michael auf die rechte Seite. Ja, und da Leroy 2 Tore gemacht hat, es wäre ja mal schön, mal 2 gute Spiele von Leroy hintereinander zu sehen. Bin ich sehr gespannt. Von daher würde ich natürlich einen Leroy da hinstellen. Ja? Weil es geht natürlich jetzt auch darum, seine Form zu bestätigen, wenn man von Form sprechen kann. Er hat 2 Tore gemacht, vielleicht gibt ihn das einen Aufschwung, ich hoffe es. Weil die erste Halbzeit gegen Pauli war da auch Schmutz, wenn man ehrlich ist. Gut, danach wird es halt schon ein bisschen wilder jetzt. Ich weiß nicht, was mit Leon ist. Leon hat individuell trainiert. Kompanie hat gesagt in der PK, es sind alle für Freitag fit. Also gehe ich davon aus, dass auch ein Leon fit wäre. Meine einer wird einen Leon aber draußen lassen. Geil, oder? Ich würde mit einem Kimmich und ich weiß, völlig unkonventionell, ich würde mit Conny Leimer anfangen. Ja. Ich denke, Conny Leimer kann ein guter Faktor sein, gerade gegen eine starke Defensive. Und auch Inter scheint ja defensiv ein bisschen was zu können. Und von daher würde ich
mir einfach mal Conny Leimer auf der 8 wünschen, neben Kimmich, und mir das mal angucken. Und Leon kann sich noch mal ein bisschen ausruhen und kann ja zur Not zur Halbzeit kommen oder in der 60., wie auch immer. Ja. Aber einfach mal Conny Leimer, die Pressingmaschine, mal im zentralen Mittelfeld, was seine angestammte Posi ist, würde ich persönlich fühlen. Ne? Gut, Innenverteidigung stellt sich von alleine auf. Eric Dyer, Min Jae Kim, was anderes haben wir nicht. Deswegen halt auch nochmal Goretzka weggelassen, weil Leon könnte natürlich ansonsten auch noch in die Innenverteidigung rücken und du hättest natürlich, können wir auch hier schon mal eintragen, hättest natürlich noch ein Palinja für den defensiveren Part im Mittelfeld. Ich mache mal hier Leon hin, aber Leon, wie gesagt, ist natürlich auch eine Option in der Innenverteidigung. Ja, ich weiß nicht, Kim weiß nicht, ob er im Mannschaftstraining dabei war oder auch individuell trainiert hat. Da müsste man halt schauen, ansonsten müsste man ihn halt auch mal ein Spiel draußen lassen und dann ist Leon halt eine Option, aber ansonsten wäre auch Stani nur eine Option. Aber bei mir wird ein Stani auf die linke Seite gehen. Mit natürlich der Option Guerrero und auf die rechte Seite, wir haben es gehört heute in der PK, Boe ist auf jeden Fall fit. Das letzte, was ich gesehen habe vom Sacher, das Zusammenspiel mit Michael war Bombe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von daher würde ich ihn einfach mal reinwerfen und mal gucken, wie da so der Stand ist, ob er wirklich eine Option wäre fürs Viertelfinale. Ansonsten hätten wir da natürlich auch Guerrero. Ja, auf der rechten Seite hat er mir auf jeden Fall bisher besser gefallen, weil das Zusammenspiel mit Kimmich immer ganz gut funktioniert hat. Müsste man halt mal schauen. Andere Option wäre natürlich auch noch, du ziehst einen Kimmich nach rechts, ja, und stellst einen Leon mit in die Mitte, mit einem Conny Leimer zusammen. Würde ich auch noch fühlen. Auch das wäre eine Option. Auch das wäre eine Option gegen Augsburg, um einfach mal zu schauen, wie das in der Mitte aussehen würde. Ja, ich würde mir aber erstmal einen Boe anschauen, der natürlich da prädestiniert ist. Das ist seine Posi. Ja, und Kimmich macht es ja in der Zentrale bei uns gerade auch sehr gut. Und ja, von daher würde ich mal so anfangen. Ja, Wechseloption. Haben wir natürlich einen Serge. Ich weiß nicht, was mit dem King ist. Ich glaube, der ist immer noch nicht wieder da. Ansonsten haben wir Müller für vorne und für Musiala. Wie gesagt, sollte Koman da sein, ist er natürlich auch noch eine Option, aber dann natürlich jetzt auf die andere Seite gesehen. Also müsste ich Gnabry hier kommen. Komm, ich mach's ordentlich. Gnabry rechte Seite, King linke Seite. Aber ein Gnabry kann natürlich auch linke Seite spielen. Koman könnte natürlich auch rechte Seite spielen, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn es so rum wäre. So, keine Frage. Ja, und in der Innenverteidigung, da ist natürlich jetzt nicht mehr viel optionsmäßig. Wie gesagt, du hast die Option, Stani in die Innenverteidigung zu ziehen. Das hat in der Vorbereitung sehr, sehr gut ausgesehen gehabt. Und du hast natürlich die Option, Goretzka in die Innenverteidigung zu ziehen. Das sind die Optionen, die du hast. Ja. Aber das wäre meine Aufstellung gegen den FC Augsburg. Und ja, je nachdem, wie gut oder schlecht das klappen würde, könnte man natürlich ein paar Erkenntnisse mitnehmen für das Interspiel. Was denke ich, wie wird die Aufstellung sein? Ich denke, vorne wird sie so sein, wie ich sie eingetragen habe. Mittelfeld wird Kimmich, Goretzka sein. Wenn Goretzka nicht kann, wird ein Palinja auflaufen. Hinten kann ich mir vorstellen, also entweder wird ein Conny Leimer rechts spielen, Guerrero links, oder es wird ein Conny Leimer links spielen und ein Stani oder ein Boe rechts. Ja, so schätze ich den Bums ein. Aber ja, darum geht es nicht. So wäre meine Aufstellung. Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich auf ein gutes Ergebnis morgen. Schönes Spiel, Freitagabend. Immer besondere Spiele. Hoffen wir, es wird was Besonderes. Haut rein. Rot-weiße Grüße. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.